Das Archiv des BR-Fernsehens. Hier lagern Filme aus über 6 Jahrzehnten, teilweise noch auf alten Filmrollen. Eine der ersten BR-Sendungen war die Reihe Abendläuten. Von 1955 bis 1961 filmten Kamerateams in ganz Bayern, 1958 auch in Volkach an der Mainschleife in Unterfranken. Keiner hat die Aufnahmen seitdem mehr gesehen. Digitalisiert nehmen wir den Film nach 65 Jahren wieder mit nach Volkach. Wie hat sich die Stadt verändert? Was ist aus den Kindern und Jugendlichen von damals geworden? Zu den Aufnahmen gibt es keinen Ton und keine Hinweise. Wir suchen Volkacher. Wie der Urvolkacher. Oh, das wäre natürlich der Hit. Ja. Überlassen Sie uns Ihren Mann kurz. Ja. Okay, Bis gut. zum Essen. Darf ich da bleiben, gell? Ja, okay, wir bemühen uns. Vielleicht sind Sie ja sogar drauf. Ja, das ist auch möglich. Schau mal, da ist schon ein Junge. Ja. Das sind nicht Sie. Nee, aber so habe ich ja ausgesehen. Aber Auch mit Lederhosen. Mit Lederhose, haben alle Lederhosen gehabt. Und meistens barfuß immer gelaufen, ohne Schuhe. Sie waren da ja schon 20. Sie sind eher bei den Halbstarken. Das hier, oder? Waren Sie so einer? So ungefähr, ja. Schäscher. Ach, Moment. Das, wenn Sie nochmal zurückgehen. Da, Moment, stopp. Moment, das ist die Eisemanns-Gatti. Die kenne ich. Jetzt kommt Mittagleuten aus Volkach. Manfred Lutz verspricht, den Kontakt zur Eisemanns-Gatti herzustellen. Vielleicht können wir sie später treffen. Durch den oberen Tor. Durchs Tor durch, Jawohl, oder? der Kirchturm ist noch der alte. Und das ist hier klein, Schreibwarengeschäft. Jetzt ist eine Vinothek ist jetzt drin. Ne? Also ich meine, so in der Innenstadt hat man ja das Gefühl, das sind alles nur noch Vinotheken. Ja hab ich das klar, die Gefühl, oder? rentieren sich. Ne? Also das ist alles, das ist nur Tourismus. Und der boomt. Bei schönem Wetter und am Wochenende wird es eng am Stadtplatz. Kaum einer kommt ohne sein Fahrrad zum Weingenuss. Ganze Armeen von hochgerüsteten Drahteseln parken um den Marktbrunnen am Stadtplatz. Der Stadtplatz 1958. Ausflügler gab es damals auch, aber die Einheimischen waren noch in der Überzahl. In den zahlreichen Geschäften kaufte man Lebensmittel, Drogerieartikel und Haushaltswaren und hatte Zeit für einen Plausch. Und das, was aussieht wie ein Schloss, war mal die Behausung eines Volkacher Bürgers, das Schelfenhaus. Heute ist darin die Stadtbibliothek untergebracht. Die Tochter von Manfred Lutz, den wir vorhin am Stadtplatz getroffen haben, ist die Leiterin. Meine Tochter hat einen Schlüssel, wenn sie reinkommt. Ihre Tochter hat den Schlüssel. Ja. Können Sie eine Claudia, Hallo. Also Sie sind die Tochter? die ist, Ja. hast du einen Schlüssel, ne? Ja, wollen Sie mal hoch? Ja, ich komme. Claudia Binzenhöfer will uns die Prachträume zeigen. Der letzte Eigentümer hatte keine Nachkommen und vermachte das Haus der Stadt. Wow. Das war ein Patrizierhaus, kann man sagen. Also ein wohlhabender Kaufmann, der für seine adelige Frau ein Wohngebäude benötigt hat. Man vermutet sogar, dass hier Stuckateure tätig waren, die in Würzburg in der Residenz gearbeitet haben. Also in gewissen Kreisen hat man sich schon die Handwerker weitergereicht. Von den Stuckdecken war in den 50ern allerdings nichts zu sehen. Mehrere Familien, Ausgebombte und Flüchtlinge, waren in den Sälen untergebracht. Das waren Zwischenwände eingezogen, das war alles verbaut und das ist dann in den 70er Jahren erstmal alles wieder hergerichtet worden, sagen wir mal so, wieder renoviert worden, rückgebaut worden. Im Ofensaal wollen uns Claudias Vater Manfred Lutz und sein Freund Hans Leipold helfen, weitere Fragmente des alten Films zu entschlüsseln. So, da haben Sie den Film. Das ist jetzt der Beringer, das Gasthaus. Damals. Heute Duchhaus. Und der Das Duselsbäcker, hat so ein Investor. der Bäcker, Das ist die Bäckerei Dusel. Der Marktbrunnen, dein Elternhaus da hinten. mein Elternhaus. Bei uns im Elternhaus, da war unten der Stall noch drin.
Also in den Stadthäusern selber waren ja, das waren richtige landwirtschaftliche Häuser. Wir haben oben gewohnt und unten war alles offen. Da waren die Wägen drin gestanden. Und dann haben sie eine Sau gehalten, 1 oder 2, ne? Oder eine Kuh, Freddy, ne? Ein Gäss noch, eine Ziege. Ja. Wir waren also, kann man sagen, landwirtschaftlich einfach geprägt. Ne? Ja. Und von Handwerkern wie Büttner, Gerber und was halt alles noch gegeben hat. Viele Bäckereien hat es gegeben. Es hat so viele Handwerker hier gegeben, das ist alles weg. Das ist jetzt der Kirchberg. Ja. Ja, das ist jetzt der Eingang. Seid ihr das? Tja, das ist jetzt alte Messdiener müsste doch in Erscheinung treten. Ja, wir sind zum Beispiel im Mai zu den Maiandachten sind wir rauf. Und die ganzen Gemeinden außerhalb sind ja seit Jahrhunderten auf den Kirchberg aufgeweilt. Das war ja die Urpfarrei, war der Kirchberg. Ja. 1158, 100 Jahre älter als die Stadt. 4 Jahre nach den Filmaufnahmen wird der Kirchberg Schauplatz eines der spektakulärsten Kunstdiebstähle der Nachkriegszeit. In einer Nacht- und Nebelaktion wird aus der Wallfahrtskirche Maria im Weingarten die wertvolle Rosenkranz-Madonna von Tilman Riemenschneider gestohlen. Jahrhunderte pilgerte man zu ihr. Nur Bruchstücke, ein gebrochener Flügel und ein Fußabdruck bleiben zurück. Was jetzt geschieht, wird ganz Deutschland in Atem halten. Der Herausgeber des Stern, Henry Nannen, schaltet sich ein. Er bietet 100.000 Mark Lösegeld und verspricht den Dieben, sie nicht an die Polizei zu verraten. Mehrfach ruft er im Stern zur Rückgabe auf. Die Madonna wird so berühmt, dass es für die Täter unmöglich wird, sie weiter zu verkaufen. Das war ja eine Story. Und dann war auch die Übergabe irgendwo bei Nürnberg auf irgend so einem Feld, sind die 100.000 übergeben worden. Und dann haben wir die Madonna wieder bekommen. Und was ist mit den Entführern? Da hat einer mal im Gefängnis, muss irgendwie ausgeplaudert haben. Der muss verraten, wie das oft in diesen Kreisen da ist. Aber die haben sie gefunden und die haben auch ihre gerechte Strafe praktisch gekriegt. Ne? Also die sind ins Gefängnis gekommen? Die sind ins Gefängnis, ja, ja. Seit 1963 schwebt die restaurierte Madonna im Rosenkranz über dem Chor. 1958, vor dem Diebstahl, hing sie noch über dem rechten Seitenaltar, als der BR bei der Andacht filmte. Die Augen, ne? Ist ja interessant, ne? Ja, und die Hände, die abgearbeiteten Finger. Ja, ja. Mensch, wer könnte das sein? Das ist echt schwer. Heilmann, die vom Storchenwirt die Frau. Weißt du, ob die große Tochter so ein Muttermal gehabt hat? Könnte sein, Fredi. Gibt's den noch, den Storchen? Die Wirtschaft. Ihr Bruder lebt ja noch. Dass man das dem Franz. Bruder zeigen. Der Franz. Auf der Aufnahme am unteren Tor sieht man rechts oben den Storch, das Wirtshausschild. Das Schild gibt es immer noch, aber das Wirtshaus hat geschlossen. Gleich ums Eck in der Storchgasse sollen Weinkeller und Gästehaus vom Storchenwirt geöffnet sein. Hallo? Ja, hallo. Hallo, BR Fernsehen zwischen Spessart und Karwendel. Wir suchen auch den Franz Heilmann eigentlich. Der ist vielleicht vor einer halben Stunde ist er weggefahren. Ich weiß nicht, wann er wieder kommt. Kann ich leider nicht so. Okay, und Sie sind jetzt der Sohn vom Franz? Ich bin der Schwiegersohn. Also was machen Sie denn gerade? Wir etikettieren. Und das ist jetzt der weiße Burgunder von unserem Weinberg hier aus Fulgach vom Ratsherrn. Ja. Ist der Richtung Kirchberg? Der ist genau am Kirchberg. Ach echt jetzt? Ja, direkt unterhalb. Direkt der hier. Also der, genau der. So. Genau dieser hier an der Stelle. Da ist der Opa. Franz, da ist jemand da für dich. Wir haben jetzt überbrücken müssen. Ne? Ja. Grüß Gott. Grüß Gott. Wie alt waren Sie? 58? 12 Jahre. Ja, vielleicht sind Sie auch irgendwo noch drauf. Ja, möglich, ja. Vielleicht ist er einer der Jungen. Ja. Sind Sie da oft auf den Kirchberg? Ja, wenn die Madonna wieder gefunden wurde, durfte ich die Glocken rumläuten. Aha. Also mich erkenne ich jetzt da nicht. Das könnte meine Großmutter gewesen sein. Ja, das ist meine Großmutter, die Oma Lina. Das ist also quasi dann deine Urgroßmutter? Genau. Anscheinend, ja. Ja, ja, das ist meine Großmutter. Das ist es, hundertprozentig, ja.
Das ist meine Mutter. Ja. Und das ist meine Schwester. Mit dem Muttermal. Ja. Mama Rosa. Ja. Ja. Schön, ja. Schönes Bild. Und ist die noch in Volkach? Sind wir doch verheiratet, ja. Und das Muttermal ist schon markant. Das hat sie nicht mehr. Das hat sie sich wegmachen lassen. Ja. Ja, vielleicht könnte die ja noch kommen. Ja, Regina, der Franz, ich habe einen Wunsch. Und zwar haben wir den Bayerischen Rundfunk da. Die haben mir gerade Bilder gezeigt, wo du am Kirchberg drauf bist. Und auch die Oma Lina drauf. Ach Gott. Ja. Kannst du mal rüberkommen? Gerade etikettieren sie den letzten Wein, den sie selber gekeltert haben. Es lohnt sich einfach nicht mehr. Die alten Hänge werden verpachtet. Es sind steile Lagen, dazu braucht es Spezialmaschinen. Handarbeit kann man heute nicht mehr bezahlen. Der Preisdruck ist zu hoch. Viele Winzer versuchen, einfache Weinberge zu nehmen, die man schnell maschinell bearbeiten kann. Das heißt, die manuelle Zeit oder die Arbeitszeit zu minimieren, die Fläche zu maximieren und dadurch den Wein, sage ich mal, noch gut umzubringen. Ne? Grüß Gott. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott, es kann sein, dass wir Sie als Kind jetzt haben? Ja? Auf Film. Kann ich mich nicht erinnern. Ja, mir gegenüber. Und in dem Wirtshaus hier sind Sie auch aufgewachsen? Ja, die 7. Generation. 7. Generation? Ja, 1700 in den 40er Jahren. Dann schauen wir mal, ob Sie es auch wirklich sind. Ei. Die Oma. Die Oma. Die bloße Oma. Ja. Gibt's nicht. Ja. Ja. Die war bei uns jeden Tag in der Küche geholfen, hat Holz gehackt, Ja. Straßen gekehrt. Ja. Die hat viel schaffen müssen. Das bin ich. Da. Und die Mama. Ja. Ja, das bin ich. Ja. An die Säckle kann ich mich noch erinnern. Da habe ich noch blonde Haare gehabt, ja. Und da schauen Sie ganz gebannt. Und die Finger gespreizt, ne? Habe ich gebetet? Ja. No. Und Ihre Mutter? No, die Mama, die war sehr gläubig. Ja. Ja. Die hätte manches nicht geschafft, wenn sie nicht so gläubig gewesen wäre. Ja. Das ist der Erbix-Karl. Ja, 100%. Wir waren ja immer zusammen. Ne? Das war mein Freund. Ja. Ja, der ist erst letztes Jahr, ne? Letztes Jahr Letztes ist Jahr er ist er, gestorben, ist er beerdigt worden, ja. Ja. Ich habe ein Bildler, da sitzen wir da auf der Treppe draußen. Ja. Wenn wir groß sind, heiraten wir. Und dann habe ich gesagt, dann muss ich mir erst eine Kleiderbürste kaufen. Wieso? Wenn man verheiratet ist, muss man den Männern die Anzüge ausbürsten. Das vergesse ich nie, wie der gesagt hat, wir heiraten einmal. Und wenn man nachher so in der Pubertät war, dann hat man einander nicht mehr angeschaut. Ne? Ja. Eine schöne Szene, oder? Sie Ja, da, schön. und Sie erinnern sich gar nicht mehr, dass da... Kann mich nicht erinnern. Kann mich nicht erinnern. Der Kirchbergweg. Das ist die Schwester Nivella und die Schwester Anella und Nivella. Wie fanden Sie die? Furchtbar. Und die eine war ein wenig strenger, aber die Hauptschwester, die war richtig cool, kann man sagen, ja. Ich bin ja nicht in einem Kindergarten. Die haben mich einmal rein und dann bin ich ausgebüxt. Sie haben den Kindergarten geschwänzt. Schwänzt, ja. Ja. Und dann hat der Papa gesagt, die nehme ich jetzt mitten aus dem Wengert. Da kann die spielen und ich weiß, wo sie ist. Und dann sind Sie komplett um den Kindergarten Ja, ich war rumgekommen. nicht drin. Mhm. Bin gerne in den Kindergarten. Nee. Ja. Nach dem plötzlichen Tod von Franz Heilmanns Frau Gerlinde haben sie das Wirtshaus geschlossen. Das Hotel betreiben sie noch. Die nächste Generation hat andere Pläne. Die Zukunft vom Storchen ist ungewiss. Auf eine Begegnung sind wir noch gespannt. Hildegard Eisenmann, genannt Gatti, die schöne Unbekannte mit dem getupften Kleid, hat versprochen, zum Stadtplatz zu kommen. Hallo? Hallo. Treffen wir uns wieder nach 65 Jahren. Sieht so aus, du. Aha. Das bin ich. Jetzt kommt das große Läuten. Jetzt müssen wir eine Pause machen. Das Abendläuten ist ausgiebig und laut. Nicht die besten Bedingungen, um alte Filmfragmente zu enträtseln. Aber gleich gegenüber, im Weinlokal,
1958 noch eine Drogerie, ist noch ein Platz frei. So, jetzt sieht man es besser. Ja, oh ja. So, genau, jetzt sehen wir viel besser. Und das ist die Frau Westphal, geborene Lange. Fesch, Sie mit dem Gepunkteten. Ja, ihre Schwester war Schneiderin. Die hat uns immer schöne Kleider gemacht. Echt? Mhm. Und wie heißt sie mit Vornamen? Hannelore. Hanne. Hanne. Hanne und Gatti. Genau. So toll. Super. Und was haben Sie da gemacht? Hat man da geflirtet? Hab ich nie. Das glaube ich Ihnen nicht. Aber Wir waren schüchtern. Wir waren echt schüchtern. Das ist wirklich so. Und wer ist der kleine Junge vor dem Schaufenster? Nee. Hallo, eine Frage, Herr. Ihr seid doch alle Vollkaffer, oder? Ja. Wohin geht's? Wir haben hier einen Vielleicht kann Paul Martin helfen. Wer ist dieser Junge? Landauer Partei. Der Karl-Heinz. Karl-Heinz, der ist ja gestorben. Die haben Vor da kurzem vorne erst. gewohnt. Der Karl-Heinz Landauer. Der war aus dem Café Schmidt. Das war der Schildsohr. Und wo war das? Vorne, das gelbe Haus. Das Gelbe. Da vorne, wo der Weinstock ist. Das war so, der Kaffee Schmidt hat immer das beste Eis gehabt. Das hat 10 Pfennig gekostet. Das war mehr so ein Milcheis, haben wir gesagt. Und das andere war Wassereis vom Kaffee Mees. Da haben wir immer überlegt, das hat 5 Pfennig und 10. Dann hast du das Doppelte gekriegt oder du hast das teurer gekauft. Und was haben Sie eher mehr oder eher Eher das Bessere. Ja. Das könnte das sein. Wer kriegt den Silvaner? hier? Und der weiße Burgunder. Wohlsein. Erstaunlich, wie sehr Volkach sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Jahrhunderte war es geprägt von Handwerkern, Handel und Landwirtschaft. Heute gehört die Stadt den Touristen. Sie schätzen die denkmalgeschützten Häuser, den guten Wein und die idyllische Lage an der Mainschleife.